Ganz herzlichen Dank, Matthias. Danke für diesen warmen Empfang, sommerlich warmen Empfang. Sehr schön. Ich freue mich, hier zu sein. Meine Frau und ich, wir leben in Eimeldingen, das ist 20 Minuten von hier. Wir haben so eine kleine Doppelhaushälfte und da ist ein so unbebautes Land nebenan. Und das genießen wir, weil wir haben freie Aussicht. Keiner, der uns vor die Nase gebaut hat. Und das ist einfach eine Wiese. Und ab und zu weiden da Schafe drauf. Das ist richtig schön. Dann haben wir so einen Ausblick aus dem Wohnzimmerfenster und sehen so die Schöfli da auf der Weide. Und dann gehe ich da morgens gerne laufen und beobachte die Schafe. Ja? Und manchmal rede ich auch mit denen. Ja, man kommt irgendwann, ich bin jetzt 57, man wird irgendwann senil. Ja? Man kommt in so ein Alter, wo so, sonst redet ja niemand mit mir. Ja. Es ist irgendwie so ein Schaf. Und ich denke, ich habe dann neulich zu diesem Schaf gesagt, ja, dir geht's gut. Ja? Du hast keine Sorgen. Ja? Du stehst hier einfach hier rum, ne? Kannst hier futtern und so. Und das ist einfach, du hast einen Hirten, der passt auf dich auf und einen Hund. Ja? Das ist immer die gleiche Szene, oder? Ist so schön. Und die weiden da einfach und haben ein schönes Leben, oder? Das ist so ein schönes Bild. Und natürlich werde ich dann in dem Moment immer dran erinnern, so, huch, ich bin ja auch so ein Schaf. Stimmt. War es nicht Jesus, der in Johannes 10 sagt, meine Schafe hören meine Stimme? So einfach ist das. Gottes Stimme hören, so einfach ist das. Ich bin ein Schaf und Jesus ist mein Hirte und ich darf ihm folgen, darf auf seine Stimme hören. Und Jesus verspricht es. Er sagt, hey, ihr, meine Schafe, ihr hört meine Stimme. Und ich möchte das zu Anfang dieser Predigt sagen, weil es geht heute so um Gottes Stimme hören 2.0 und dann denkt man so, oh, okay, wow, jetzt kommt was ganz Krasses. Ja, es ist was Krasses, was ich erlebt habe. Das möchte ich zu Anfang sagen. Das letzte halbe Jahr war bei mir sehr turbulent und ich habe eine neue Gotteserfahrung gemacht. Und ich nenne das, weil es so krass war und so tiefgehend und mich so demütig gemacht hat, nenne ich das 2.0. Aber es gibt da noch viel mehr. Aber im Prinzip ist es einfach. Jesus ist unser Hirte und er sorgt dafür, dass wir ihn hören. Denn der Vers geht ja noch weiter. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist das. Und wie gesagt, wenn ich diese Schafe beobachte, denke ich so, Jesus, so einfach ist das. Du bist mein Hirte und ich werde das schon mitkriegen, was du willst von mir. Aber ich darf auch dazu lernen, wer du bist. Und eigentlich ist es etwas, der Hirte bleibt ja immer gleich. Wer sich verändert, das bin ja ich. Und das wünsche ich mir auch. Deswegen ist die heutige Predigt so ein Stück weit eine Ergänzung auch zu der Predigt von letzter Woche. Melina war ja hier. Wer hat die Predigt gehört letzte Woche? Wer hat sie noch nicht gehört? Oh wow, das sind ganz viele. Also wenn ihr den ganzen Blumenstrauß wollt, ne, unbedingt Melinas Predigt noch hören. Nicht jetzt. Ja, kann man auch danach hören, weil es baut nicht unbedingt aufeinander auf, aber es ergänzt sich so, weil wir sind doch alle mit Jesus unterwegs und wir könnten heute Geschichten hören und sagen, hey Detlef, das habe ich erlebt und so habe ich Gottes Stimme gehört und das ist super. Lass du diesen Sonntag nutzen, um einfach noch mehr zu hören von unserem großen Hirten, wie er das macht und wie toll er das macht und lass uns voneinander lernen. Meine Schafe hören meine Stimme und das passiert auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wie hören wir denn Gottes Stimme? Ja, natürlich durch sein Wort, durch Umstände, die wir erleben, oder? Letzten Sonntag ging es darum, wenn Gott die Route ändert. Ja, was ist dann? Sackgassen oder Planänderungen. Und wichtig ist, und das ist das schöne Bild hier, Hirte und Schaf, wir sind in Beziehung mit Jesus. Und diese Beziehung, und nur so können wir überhaupt, wenn wir nah an Jesus dran sind, können wir überhaupt hören, was er sagt. Ne? Wenn wir weit weg sind von Jesus, kriegst du es nicht mit. Ja? Und um diese Nähe geht es, aber dann auch, wie soll ich sagen, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Also dass so ein Schaf dann auch wirklich dem Hirten folgt.
Ich bin nicht immer so ein Schaf. Ich bin manchmal auch sehr pickig, ja, und habe andere Ideen. So, ne? Also es geht um diese Nähe, um diese enge Beziehung. Und ich denke, ja, Gott sorgt immer wieder dafür, dass er uns, wenn wir weglaufen und zu einem verlorenen Schaf werden vielleicht, dass er uns zurückholt in seine Gegenwart. Er sucht nach uns. Er sucht nach dir. Und du musst dir keine Sorgen machen, Gott, wo bist du? Er findet dich und besucht dich und du darfst ihm vertrauen, lernen. Das ist so ein schönes Bild. Ich habe dann so gedacht, okay, im Prinzip geht es doch darum, ich bin jetzt seit 40 Jahren Christ, seit 40 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs und ich lerne immer dazu. Und im letzten halben Jahr durfte ich nochmal dazu lernen. Und ich merke, das hört nie auf. Es gibt auch noch ein 3.0, ein 4.0. Es hört ja gar nicht auf. Und die Liebe Gottes zu uns ist so groß, dass er uns immer näher an sein Herz ziehen will. Es gibt so einen wunderschönen Vers, den habe ich euch mitgebracht. Und manches wurde auch letzten Sonntag schon gesagt. Und Melina und ich, wir haben in der Vorbereitung gesagt, hey, das müssen wir ausnutzen. Wenn wir so im Doppelpakt jetzt nacheinander predigen, lass uns ein Thema nehmen, was echt zentral ist, was wichtig ist. Und wir haben uns so ein bisschen abgesprochen und sagen, hey, das passt super zu den Prozessen gerade und hoffentlich auch für euch in der Phase, in der ihr seid, Summer Celebration. Und dann habe ich diesen Vers, geht die Stimme immer wieder weg? Ja, ich hoffe, es irritiert nicht zu stark, sonst müsst ihr mir ein anderes Mikro geben. Einfach nur, Störungen haben immer Vorrang. Technikteam, ihr macht das super, vielen Dank. Aber es kommt, alles gut. Ich schwätze einfach weiter. Psalm 32. Vielleicht schauen wir uns diesen Vers mal an. Haben wir die? Ja, ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt Jesus da. Der Herr sagt das, ich will dich mit meinen Augen leiten, ich will dich führen und leiten. Im Original heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Meine Augen sind stets über dir. Oder Luther übersetzt es mit, ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist so ein tiefer Vers. Mit meinen Augen leiten bedeutet ja, dass ich Blickkontakt habe mit meinem Gott. Ich stelle mir immer so ein altes Ehepaar vor. Und mittlerweile merke ich selbst, ich bin ja schon 31 Jahre verheiratet. Wir sind schon so ein altes Ehepaar, meine Frau und ich. Und manchmal reicht ein Blick von ihr. Das war früher, als wir jung waren, nicht so. Da musst du so, was meinst du? Ja, und wir mussten reden, eine halbe Stunde, bis ich verstanden habe, was sie möchte. Ja. So, jetzt habe ich es verstanden. Und heute, also nach so 30 Jahren, man kennt die Blicke seines Partners, ne, seiner Partnerin. Und manchmal reicht schon ein Blick, denke ich so, alles klar. Ja. So mit einem Blick kann man schon viel sagen. Und das meine ich so, wenn wir eng mit Gott unterwegs sind und Gott gut kennen, immer besser kennenlernen, dann reicht manchmal ein Blick von ihm. Manchmal nur ein kleines Wort, ein kleiner Fingerzeig. Und wir wissen Bescheid. Ich brauche nicht mehr eine ganze Predigt. Ich brauche nicht mehr dies und das, sondern ich spüre, ja, Herr, eigentlich musst du mir gar nichts sagen. Ich weiß was du willst. Und dann sind wir an dem Punkt, wo ich sage, Herr, schön, wenn ich deine Stimme höre, von dir Input bekomme, aber eigentlich weiß ich, was du willst. Und ich mache es einfach. Bin mir sicher, dass ich hier einen richtigen Weg gehe, dass ich gesegnet bin von dir. Ich will dich mit meinen Augen leiten. So ein schönes Bild. Das heißt, Gottes Stimme zu hören ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir drin sind. Es vertieft sich mit unserer Beziehung zu ihm und wir hören Gottes Stimme immer so, dass wir es auch verstehen. Da sorgt er für. Das kann ganz unterschiedlich sein. Jetzt kommt eine meiner Erkenntnisse aus dem letzten halben Jahr. Ich nehme euch einfach mal so mit rein. Und eine Erkenntnis ist die, das ist für mich 2.0 gewesen, weil das war wirklich neu. Schau, ich bin das Schaf, ich folge Jesus.
Und dann gibt es da jemanden, und Jesus redet darüber auch in Johannes 10, da gibt es einen, der will das nicht. Der will das nicht, dass du das tust, was Gott sagt. Der versucht dich zu stören. Der versucht auch zu rufen und sagt so, nein, geh den anderen Weg, nein, folge nicht Jesus. Und er versucht dich vielleicht zu stoppen in dem und dir etwas in den Weg zu legen, ja, der Feind. Okay? So, das ist das normale Bild. Das kenne ich auch so. Aber was mir neu war, ist, und das ist für mich erste Erkenntnis 2.0, ist, wenn der Feind dich nicht stoppen kann, ja, dann schiebt er dich halt. Dann schubst er dich. Dann fängt er an, dich schneller zu machen. Dann fängt er an, dich zu pushen. Dann ändert er halt seine Strategie. Und dann schiebt er dich schon an einen guten Ort. Aber vielleicht nicht dahin, wo Jesus dich will. Natürlich gibt es Bibeltexte, die meine These untermauern. Jesus selbst wird versucht in Matthäus 4 und der Feind versucht ihn aufzuhalten, denn er weiß genau, das darf nicht passieren. Jesus, das ist zu viel für diese Welt. Ich muss das Ganze stoppen. Aber er merkt, dass er ihn vielleicht nicht stoppen kann, so stellt er ihn auf die Zinne des Tempels und will ihn runterschubsen. Sagt, spring doch, weil wunderbar, Gott wird dich auffangen. Gute Idee. Oder? Kann man doch mal machen. Warum auch nicht? 2.0, sagt Jesus. Ja, das könnte schon, es könnte funktionieren, aber hey, was soll das? Es gibt eine Aussage und ich kenne meinen Vater im Himmel gut und ich möchte das nicht ausprobieren. Ich brauche das nicht als Bestätigung, dass ich sein Sohn bin und dass er mich beschützt. Also hör auf, mich zu schubsen von der Zinne des Tempels. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Aber jetzt zu erkennen, ja, was will denn Gott in seiner Situation, ist doch eigentlich auf den ersten Blick eine gute Sache, oder? Und auf den zweiten Blick, ne, nicht das Beste. Nicht das Beste. Petrus versucht auch, Jesus zu schubsen. Jesus redet über sein Leiden und Sterben und Petrus, ja, so, nein, ich habe was Besseres für dich, du sollst leben, schau, hier, du kannst uns doch nicht verlassen, das geht nicht und ich werde dich beschützen und mit dem Schwert und Petrus, dieser enge Freund von Jesus, versucht ihn wirklich, ja, zweite Szene, versucht ihn wirklich zu bedrängen, ja, abzudrängen von dem Weg, auf dem er ist. Und es ist interessant, Jesus nennt ihn hin, durchblickt das und fällt, ja, fast von der Zinne des Tempels und sagt, Petrus, merkst du eigentlich gar nicht, wer dich da pusht? Weiche von mir, Satan. So nennt er Petrus. Weil Jesus dahinter blickt und sieht, was die Motivation ist. Wer da schiebt. Das ist krass. Das ist krass. Weil eigentlich doch eine gute Idee von Petrus, oder? Er hat es doch gut gemeint. Paulus ist unterwegs mit seinem Team. Apostelgeschichte 16. Wir haben hier den Text, Apostelgeschichte 16, und schauen uns das mal an. Melina hat diesen Text auch erwähnt letzte Woche. Können wir ihn haben auf den... Ich hoffe, dass ich ihn abgedruckt habe. Kommt vielleicht gleich. Sonst lese ich ihn vor. Paulus und seine Begleiter
zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Paulus ist mit seinem Team unterwegs. Und sie haben den klaren Auftrag, Gottes Wort zu verkünden. Sie sind auf Missionsreise. Ja? Und sie wissen, Gott will dass sie überall hingehen und Gottes Wort verkünden. Und jetzt kommen sie in diese Region und sagen, hey, klar, das liegt auf dem Weg, ist der Plan und jetzt stoppt sie der Heilige Geist. Das ist krass. Ich habe mir überlegt, wie haben die das erlebt? Also, was haben die jetzt da für eine Erfahrung gemacht? Wie haben die das gespürt, dass der Geist Gottes das nicht will? Versteht ihr? Weil sie wussten ja, ey, da sind Menschen, die gehen verloren. Die brauchen auch Gottes Botschaft. Waren es Umstände? Ja, dann sind diese Umstände, sage ich doch, ja, das ist doch nicht der Geist Gottes, da will uns jemand aufhalten, da will uns jemand stoppen. Hey, das beten wir weg, diese Umstände. Waren es Eindrücke? Nein, du hast Gott nicht richtig gehört. Wir sind auf Mission. Versteht ihr, was ich sagen will? Plötzlich ist Gott derjenige, der dich stoppt. Und hinten ist jemand, der dich schiebt und sagt, ja, geht da nach Phrygien. Phrygien. Und ich sage euch, Phrygien ist gut. Natürlich müssen wir das Wort Gottes hören in Phrygien. Aber vielleicht hat Gott noch etwas Besseres, einen besseren Plan, weil er sagt, nein, das Evangelium sollte eigentlich nach Europa kommen. Und das ist besser, weil sonst wird heute Morgen niemand von uns hier sitzen. Das ist super, was der Heilige Geist da gemacht hat in Apostelgeschichte 16. Das ist super. Aber versteht ihr? Verkehrte Rollen. Da ist jemand, der schiebt Paulus und sein Team nach Phrygien. Da ist super. Und der Geist Gottes sagt, no, nicht Phrygien. Phrygien später, kann auch jemand anders machen. Ja? Ihr müsst woanders hin. Jetzt geht es noch weiter. Jetzt, als sie dann nach Mysien kam, ist auch so ein toller Ort. Mysien. Merkt euch Phrygien und merkt euch Mysien. Versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Aber auch das ließ der Geist Gottes nicht zu. Hey, wie macht Gott das? Wir müssen jetzt eigentlich so Kleingruppen machen und miteinander austauschen. Also wie erlebst du das Stopp Gottes? Also, dass du checkst, das will Gott nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hatten sie einfach Unfrieden oder irgendwie einen Eindruck oder es waren wirklich Umstände und sagen so, irgendwas ist hier faul. Es ist zwar gut, aber Gott hat noch was anderes vor. Vor allen Dingen wussten die dann nicht, ja, was will Gott denn? Sie wussten ja nicht, ja, jetzt reisen wir einfach mal weiter. Ja, Bithynien reisen wir mal nach, keine Ahnung, mal gucken. So, stopp, nee, auch nicht, okay. So, wo sollen wir denn hin? So, krasse Situation. Und verstehst du? Und du bist eigentlich orientierungslos und wartest drauf, Herr, was denn jetzt? Und dann heißt es, irgendwann müssen sie auch mal schlafen. Dann haben sie geschlafen. Und Paulus hat in der Nacht einen Traum, eine Vision. Und er sieht einen Mazedonier, einen Mann, ja, stehen vor sich, der ruft, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Das träumt Paulus. Nächsten Morgen steht er auf, sind zum Frühstück, sind da bei Troas in der Hafenstadt und holt sein Team zusammen und sagt, ey, ich hatte einen krassen Traum. Ich habe so einen Mazedonier gesehen, der hat da so gewunken und so, komm rüber und alle so, ja, ist krass, also ja gut. Also wir haben ja schon so ein paar Stoppzeichen gehabt, aber könnte das was sein? Weil wir lesen im weiteren Text, heißt es, danach beschlossen wir, also Lukas als Autor der Apostelgeschichte ist mit dabei, danach beschlossen wir, rüber zu gehen. Das heißt, die hatten eine Teambesprechung. Die haben das ausgewertet und gesagt so, Moment, das müssen wir genau hinhören. Stopp. Und das ist jetzt eine offene Tür.
2.0. Krass, also wie prüfen wir das? Also Paulus, es kann schon sein, ja logisch, Europa, okay, und plötzlich lag es wie ein offenes Buch vor ihnen, so, okay, Phrygien gut, Mysien gut, Bithynien auch gut, das ist nicht das Problem, aber Europa besser. Das will Jesus. Hey, danke Herr, du willst uns nach Europa. Jetzt nehmen die das Schiff, fahren darüber und Europa lernt Jesus kennen. Wow. Wisst ihr, was das Allerkrasseste ist? Sie kommen dahin und ich denke jetzt so, wo ist der Mazedonier? Wo ist er denn? Steht er am Hafen und winkt noch? So, der winkt da die ganze Zeit schon, ne? Mehrere Tage ist er da am Winken. Nee, wird uns gar nicht berichtet. Und ich denke so, wo ist er denn, der Mazedonier? Der winkt gar keiner. Und dann kommen sie dahin und sagen, ja und jetzt Jesus? Und dann treffen sie eine Frau, Lydia. Und denken so, ach, der Mazedonier ist eine Frau. Jetzt auf einmal. Merkst du, du musst ja mega offen sein für Gottes Reden. Wie eng musst du an Jesus kleben, um zu spüren, nee, hier, so. Und die erste Gemeinde wird in Philippi gegründet, im Haus der Lydia. Eine Mazedonierin. Offen sein für Gottes Reden. Und zu spüren, Herr, bist du es? Bist du es, Herr, der mich führt, der mir die Tür öffnet? Schubst mich da jemand anders? Bist du es, Herr, der mich stoppt? Sowas kannst du nur spüren und entdecken, wenn du ganz nah an Jesus bist. Ganz nah an Jesus. Deswegen ist das so. 2.0. Manchmal pusht uns der Feind zu Entscheidungen, die vielleicht gut sind, aber in Gottes Augen nicht die besten. Und ich will doch die besten Wege Gottes gehen. Ich will doch nicht nur Phrygien haben in meinem Leben. Ich möchte das tun, was auf Gottes Herzen ist, was es auch immer ist. Und wenn es Phrygien ist, dann ist es Phrygien, das ist auch gut. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Aber Herr, so wie du willst und nicht wie ich will. Ein letztes Bild, was ich für euch habe. Und dazu brauche ich mal, Sansa, könntest du mir mal wir haben das abgesprochen, ob ich mal diesen Ring da haben darf, der ist da festgeklebt. Oh, toll. Der ist so schön, oder? Toller Ring. Hey. Es gibt so diesen Text, und ich glaube, den habe ich aber hoffentlich abgedruckt, 5. Mose 32. Ich war jetzt gerade in der Staffel zum 5. Buch Mose bei Bible Tunes und habe das gerade hinter mir und dann kommt dieses Lied des Mose in 5. Mose 32 und da erwähnt er ein tolles Bild. Da sagt er, Gott geht mit uns um wie ein Adler, der seinen Jungen fliegen lehrt. Er scheucht sie oder wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da und breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So hat der Herr sein Volk geführt, der Herr allein, kein anderer Gott. Und das ist so ein schönes Bild. Diesmal sind wir keine Schafe mehr, sondern wir sind so wie so Adlerjungen, Adlerbabys und die müssen, wie lernen die fliegen? Ja, das ist ein Naturschauspiel, dass Adlermama und Adlerpapa dann irgendwann kommen und die Jungen aus dem Nest werfen. Ja, und dann fallen die und was mache ich mit meinen Flügeln und so. Ne? Ganz spannend. Und Adlermama begleitet den Flug und sagt, ja, das kommt gut. Das ist schon, ja, du machst das schon nicht schlecht. So, und bevor sie fallen oder sich irgendwie wehtun, fangen sie die Jungen wieder auf. Ich konnte das noch nie live beobachten, aber wenn das so stimmt, ja, herrliches Bild. Aber ein herrliches Bild, weil hier der Punkt, den Mose meint, ist ja, hey, so führt uns Gott. Also Gott ist manchmal auch der auch schubst. Wow. Der wirft uns aus dem Nest. Ja, wer ist denn jetzt da, der mich da schubst und drängt?
Versteht ihr? Nah an Gott dran sein und wissen, okay, jetzt ist Zeit, im Nest hocken zu bleiben und zu genießen, in der Gegenwart Gottes mit Mama und Papa im Nest sein. Und jetzt ist Zeit, fliegen zu lernen. Jetzt ist Zeit, etwas zu wagen. Und ich traue mich aber nicht. Und ich weiß auch nicht. Und manchmal muss Gott uns pushen. Manchmal muss Gott uns einen Tritt in den Hintern geben und uns rauswerfen. Weil hier drin ist Fliegen nur Theorie. Hier sagst du, ja, ich kann fliegen, ich könnte fliegen, Konjunktiv. Also wenn ich jetzt hier losfliege, ich könnte fliegen, wow, was ich alles fliegen könnte. Ja? Das ist gut, aber es ist besser, wenn du wirklich fliegst. Ne? Und manchmal musst du aus dem Nest fliegen. Und Gott muss dich rauskicken. Ich weiß nicht, in was für einer Phase des Lebens du gerade bist. Ich habe euch heute dieses Thema mitgebracht, um euch zu sagen, hey, es ist so wichtig, dass du als Schaf nah an Jesus bleibst, um immer wieder neu zu entdecken, Herr, was möchtest du gerade? Wo stoppst du mich und sagst so, nein, das ist keine offene Tür für dich, für die Entscheidung deines Lebens, in der du gerade bist. Und wo pushst du mich? Wo schubst du mich? Hey, spürt ihr langsam 2.0? Ich merke so, ich bin da noch nicht. Aber ich merke, es ist so wichtig, auf ihn zu hören und wirklich Gleichschritt zu halten, auch mit ihm und zu wissen, hier bleibe ich oder jetzt gehe ich. Um das zu tun, was Jesus will. Manchmal ist es Gott, der uns schubst. Und wir müssen lernen zu unterscheiden, wann ist es Gott, der mich schubst und wann ist es der Feind. Wow. Wann ist es Gott, der mich stoppen will und wann der Feind? So, jetzt waren wir viel mit Bibeltexten unterwegs und haben das so entdeckt. Und für den einen oder anderen ist das auch kein Neuland, was ich hier erzähle. Und wir sind so mittendrin. Und jetzt kommt meine Geschichte. Vor einem halben Jahr, das war so Anfang Februar, war ich im Notfall in der Uniklinik Basel. Mal wieder. Ständig so Geschichten, ist auch spannend und das habe ich dann für mich auch ausgewertet. Ich muss sagen, es ging los. Ich war im Fitnessstudio in Lörrach. Wie kommt man da in die Uniklinik Basel? Ja, folgendermaßen. Ich hatte so ein Kribbeln im Kopf. Ich war nach dem Fitnesstraining, dass ich habe mich vielleicht zu sehr angestrengt und plötzlich hatte ich wie so Lähmungserscheinungen. Und in dem Moment, ich wusste, ich war so gerade unter der Dusche gewesen und hatte nur so leicht bekleidet, nur so ein Handtuch. Und ich spüre das war so ein Kribbeln auf der Seite und wie so Taubheitsgefühle, das ging bis in den Arm rein. Und ich dachte, okay, das könnte jetzt ein Schlaganfall sein. Das war mein erster Gedanke. Und dann dachte ich, shit. Das war mein zweiter Gedanke. Alles in Hundertstel von Sekunden. Und dann zerbrach etwas ganz kurz. Ich hatte so eine Angst. Ich hatte an einen guten Freund gedacht, der da gerade noch drin steckt. Der hat seine komplette Sprache verloren. Der ist halbseitig wie gelähmt. Und ich sah das vor mir und dachte, das passiert jetzt mit mir. Und mein Glaube wurde sehr erschüttert. In einer Sekunde. Das war wie, als ob mir einer den Boden wegzieht. 40 Jahre mit Jesus unterwegs und ich war im freien Fall. Und dachte, jetzt passiert mir was ganz Schlimmes. Genau, ich habe es so gedacht, was ganz Schlimmes. Natürlich habe ich auch gebetet und gesagt, Jesus, hilf mir jetzt. Ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie in die Umkleide, irgendwie im Schock. Habe mich angezogen, bin ins Auto, bin noch selbst gefahren. Ja, geht gar nicht. Haben mir alle gesagt, alle Ärzte haben gesagt, Herr Kühlern, Sie spinnen. Ich weiß. Und dann war ich erst noch im anderen Spital und die haben mir gesagt, ich wäre hier falsch. Ja, genau. Aber die haben mich trotzdem erst versorgt. Ich bin dann mit Blaulicht
bin ich dann in die Uniklinik gefahren worden. Da war ein 7-köpfiges Team auf der Intensivstation. Ich wusste gar nicht, wo ich überall Puls habe. Die haben an Körperstellen rumgedrückt und so, Herr Kühlern, hier, da ist auch Puls. Ich so, da ist Puls? Ja, das ist gut. Ja? Ich dachte, der wäre Phrygien oder Mysien, aber da ist Puls. Ja, Wahnsinn. Und nach Viertelstunde hatten wir ein CT und die konnten mir schon sagen, Herr Kühlern, wir können das Schlimmste ausschließen. Ich sage, ja, aber ich habe noch so, ja, aber ist alles gut, also glauben Sie uns. Dann haben die mich 5 Tage da behalten, mich völlig, man weiß bis heute nicht, was das war. Es ist spurlos verschwunden. Ja, das war der erste Teil der Geschichte. Körperlich ging es mir gut. Dann bin ich aus dem Spital gekommen und dann ging es erst los. Mir wurde schwindelig, Herzrasen, jeden Tag völliger Schock, Panikattacken. Jetzt hatte meine Psyche das nicht verarbeitet, was ich da erlebt habe. Das war einfach zu heftig, zu schlimm. Und ich musste dann psychologische Beratung in Anspruch nehmen, habe nach einem Termin gesucht. Ging nicht, treffe eine Freundin, eine alte Freundin aus Zürich, Winterthur, und sagt so, Detlef, du musst zu mir kommen. Ich bin spezialisiert auf Panikattacken und wir gehen da so ein bisschen medizinisch-seelsorgerlich dran und beten auch vor allen Dingen dafür. Ich fahre zu ihr und jetzt kommt der Punkt. Ich habe so gemerkt, mir ging es so schlecht, dass ich gesagt habe, das ist der letzte Strohhalm, den ich habe. Ich mache das jetzt. Ich denke so, okay, beten wird auf alle Fälle gut sein. Aber ob das, versteht ihr, ich bin ganz ehrlich heute Morgen, ob das so hilft, ja, bestimmt. Ja, so habe ich so. Dann hatte noch 5 Minuten, bevor ich dann da geklingelt habe und dachte so, nee, Detlef, das ist jetzt nicht die richtige Einstellung. Ja. So, und dann habe ich gebetet. Und dann habe ich gesagt, Jesus, du hast das alles zugelassen. Und was jetzt passiert, ist, glaube ich, ist wichtig. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich lege alles ab. Und ich werde jetzt da reingehen und alles, was diese Frau mit mir macht, werde ich tun. Ich werde das nicht anzweifeln. Ich werde all meine Erfahrungen, ich lege alles dir hin. Mach du mit mir, was du willst. Wir haben insgesamt an dem Abend 2,5 Stunden gesprochen, gebetet. Ich habe nur durchgeheult. Ja. Da war noch eine Person dabei, die hat das alles protokolliert und so auch, ja, wie viel ich geheult habe und das war alles ganz krass. Und ich sage euch was, nach den 2,5 Stunden, wir sind nochmal in diese Situation da rein, ihr kennt das, so, ja, wo war Jesus da? Und so, ich habe geheult. Und so, ich habe wieder den Kontakt zu Jesus verloren. Ja, aber den Kontakt brauchst du wieder, Detlef. Dann bin ich dahin, da rein und habe diese alten Wahrheiten, die ich ja auch glaube, dass Jesus da ist in der Krisensituation, wieder erneuert und verfestigt. Ich sage euch was, ich bin da raus, wir hatten insgesamt 5 Sessions über Monate. Ich bin da raus, ich hatte keine Panikattacken mehr. Die waren weg. Ich so, einmal beten und das ist krass. Und dann hat was angefangen, dass ich gemerkt habe, Gott, du bist schon schlau. Am Anfang habe ich so gebetet, Herr, warum hast du das wieder zugelassen in meinem Leben? Schon wieder Unispital, schon wieder Intensivstation. Meine Familie war schon insgesamt 15 Mal auf Intensivstation. Wir sind zu 4, kannst du hochrechnen. Andere Familien erleben sowas nicht. Warum, Herr, warum, Herr? Kennst du das? Warum, Herr? Jetzt stand ich da und sag so, ach darum, Herr. Ach darum. Du lässt etwas zu in meinem Leben, was mir gut tut. Und ich habe neu Demut gelernt. Neu Ehrfurcht gelernt. Und ich sage euch was, wir sind jetzt in einer Phase und plötzlich merke ich das so, Gott hat mein Herz vorbereitet für etwas, was jetzt anscheinend noch kommt in meinem Leben. Auch mit Bible Tunes, wir sind in großen Veränderungen. Melina war letzte Woche hier und wir starten jetzt etwas mit ihr zusammen, international. Etwas ganz Großes. Wir haben dann Spendenzusagen für ihre Stelle bekommen, das hat sie nicht erzählt, sollte sie auch nicht. Aber wir haben Unglaubliches erlebt. Ich habe so gedacht, so, ja, okay, Melina kommt wie so ein Schachbrett, dachte ich, so, ich mache das so. Und plötzlich stehen wir da voll Ehrfurcht und sagen so, Gott, du hast ja einen Plan. Ich glaube, ich hätte es gut gemacht, aber er macht es besser. Er macht es besser. Er hat mir das Konzept aus den Händen genommen und sagt so, Detlef, schau mal, was ich tue. Und es ist so schön, ich wünsche dir jetzt eine Zeit, in der wir jetzt gehen, ich möchte jetzt noch beten, dass du
dich neu connectest mit Gott. Das ist bei mir passiert. Das ist die Aussage der Predigt ist, ich bin neu connected mit Gott. Ganz neu. Ich nenne das 2.0, weil ich war noch nie so connected mit Gott. Das ist 2.0. Und ich hoffe, es gibt noch ein 3.0 und 4.0. Es macht richtig Spaß. Und ich wünsche dir, auch wenn du noch nie connected hast mit Jesus, aber jetzt ist so ein Punkt, wo du sagst, hey, ich probiere das mal. Ich werde mal scharf. Ich möchte auch Gottes Stimme hören. Ich bete jetzt, und zwar bete ich ein Gebet, das habe ich aber abgedruckt. Vielleicht wundert ihr euch, Charlie Brown, ich liebe ihn einfach. Und es gibt so eine Szene, wo er mal auf seinem Baseballhügel steht und ruft ganz laut, hier bin ich, sende mich. Aus Jesaja 6. Kennt ihr diesen Cartoon? Hier bin ich, sende mich. Und es passiert einfach nichts, weil bei Charlie Brown darf ja nichts passieren. Ne? Und er sagt, ich wollte es wenigstens mal versuchen. Aber der Witz an der Sache ist ja klar. Ne? Also wenn du heute Morgen sagst, hier bin ich Gott, rede zu mir, hier bin ich Gott, sprich zu mir, hier bin ich Gott, sende mich, hier bin ich Gott, wirf mich aus dem Nest oder halt mich auf, egal. Dann tu das Gott. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt so ein paar Minuten haben, wo wir still werden, ruhig werden und einfach auf Gott hören. Du auf Gott hörst und sagst, Herr, hier bin ich, rede mit mir. Es ist ein wunderschönes Gebet, was du mitbeten kannst. Und das ist das Entscheidende, dass wir uns Gott überlassen, dass wir uns Gott hingeben und sagen, Herr, nimm du meine Eigenanteile, wo ich immer denke, ich habe aber noch eine bessere Idee. Nimm du mir die. Wie auch immer. Ich möchte ganz in deiner Hand sein. Und ich möchte, dass du mich führst, weil ich weiß, du bist der gute Hirte. Du hast ein Leben für mich in Fülle. Und so beten wir dieses Gebet. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Ja, wow. Und wenn du das jetzt gerade nicht mitbeten kannst, bete es nicht. Sag so, Herr, ich muss mir das noch überlegen, ob ich zu allem bereit bin. Ich wünsche mir das, aber ich möchte es gerne. Herr, veränder du mich so, dass ich zu allem bereit bin, was du möchtest. Ich weiß, dass es gut ist. Alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe. Weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen. Ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Ich glaube, dieses Gebet hat Jesus gebetet, als er sagte, Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. In deine Hände lege ich mein Leben. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesus, danke für diese Zeit jetzt hier mit dir. Danke, dass wir jetzt als deine Schafe deine Stimme hören. Danke, dass du uns kennst. Und danke, dass wir dir folgen.